Hallo, Hück beschäftigen wir uns mit der Frage, die die Menschheit schon seit Jahrtausenden beschäftigt, nämlich der Frage, können Zeng auch Samba tanzen? Der Großvater brauche je Biss. Nu kunt man ja denken, dat dat heutzutage een einfache Angelegenheit ist. Aber wie der Wiel überall im ganz normale Leben hat sich auch hier beim Zahnarzt allerhand verändert. Anfangen deed het damit, dat de Sprechstundehulp, früher Zahnarzthelferin, Hück als Stuhlassistentin vorgestellt wird. Man kann es ja keinem verdenken, dat er een ogenblik aan het overleien kunt of er auch wahrhaftig beim richtigen Doktor sitzt. Ist man sich dann sicher, muss man sich nicht nur mit einer modern bunten Praxis, mit einer Bildergalerie für abstrakte Malerei anfreunden, nee, auch die neuen Apparate für zu bohren, zu fielen und zu trecken machen einem jet Angst. Und dann küt wat allem de Kron opsetzt, man kann sich ja hüge bis in ganz viel Sorten machen lassen. Für ein Beispiel, even fast zu klemmen, even mit Druckknopf fast zu knöpfen und so weiter. Und dat jedet dann all in Gold, Platin, Kunststoff und Postelin. Natürlich muss man für Gold oder Platin jeder an der Föß haben. Egal wat für ein Auswahl es geht, der Großvater hat sich ganz normal Gebiss machen lassen, wie man es von früher kennt. Et Best für ihn und sein Nüssele. Und er küt jut parat damit, bis ob dat Rahmkamelle köje und Wurstepelle durchspießen, dat mit ihm jet moleste. Na ja, da musste die Sache even so sem Lief lassen. Ne? Ziege der Heid von Jahre ist der Opa als Mitglied bei der Treue Husare. Natürlich gehört zu so einem treue Husar dat Mädchen im Rosemond da im Zug. Ach, was sah ich hier, ne treue Husar deit Rigge. Und wie in jedem Jahr sitzt der Großvater auch dies Jahr stolz auf singen Bett und freut sich ob der Lüge am Straßenrand. De Kurve an Beize sind voll mit lecker Jodstrüße, Kamelle und Schokolade. Von den Boven hätte der beste Überblick über all die Jacke und het Wirfen mit dem Pläsier. Mitten im Wirfen küt ihm der Infall, wie lang hätte dat kein Kamel mehr gelötscht. Hij kriegte ne je Hunger op so einfach Rosamondagskamelltje. Dat Klümpche ist für ihn wie ein Delikatesse. Ein bisschen drauf gehen. Och, der Geschmack von so einem Rosamondagskamelltje. Ne Genuss. Aber die Kamel hat auch Spaß. Und zwar an singem neue Gebiss. Fröstelt sich ein paar Zeng und liet die nimmer los. Egal wat der Opa für Verrenkungen mit der Schnüss und der Zunge mit het nützt nix, dat Dinge blieb kleve. Unauffällig nimmt er sie wie's Täsche durch, rob sich dat je Bessus der Schnüss und det Jod verpack im Kamellekorf afleie. Sauber machen kann er dat ja später daheim im Wasserglas mit der Sprudeltablett. De Menschen am Straßenrand rufen und schreien nach Kamelle. Der Großvater ist nicht kniestig, hüg es schließlich Rosamondag, da soll jeder jet freut han. Er packt mit Beize häng in der Korf. Und mit einem öntlichen Chassevit wirft er nicht nur et lecker Jod, sondern et volle Goch, dat je bis in wiese Täsche doch flücht durch die Jägen und ist fort. Dat verbaserte Gesicht von dem, der die Dür Zeng geschnappt het, möchte jetzt jen Sinn. Aber er selbst süd auch jet dumm aus der Wäsch. Da der sarsch fies gelaufen, der Rosamondag wird dies Jahr verdammt dür. Und sin Frau daheim, die wird ihm auch noch ein paar warme Wörter zu sagen. Natürlich mit ihm sie Herzblättchen et egens et Leben zur Hölle. Wenn ich sich ein neues Kleidchen kaufen will, da hält die jende Dumme drauf. Und jetzt braucht er für sich halt wieder so viel Nüssele, wie ich für 10 Kleider nicht ausgeben würde. Trotzdem, es nützt ja nichts. In der nächsten Woche geht der direkte Mann wieder bei der Zahnarzt und ließ sich ein neues Esszimmer machen. Kann ja schließlich nicht auf die Bilder gehen wie eine 100-Jährige. Über das Geld wird nicht mehr gesprochen, aber diesen Sommer kann sie Herzblättchen sich ein paar Kleidchen kaufen, ohne sich sin Knütterei anzuhören. Der Sommer hat ein paar ganz besonders schön Tage und in ganz Köln sind bei so einem schönen Wetter Himmel und Menschen unterwegs.
In der großen und kleinen Theater und in jedem Museum wird ein Sommerprogramm angeboten. Der Familie und der Großvater haben sich ein Samba-Festival ausgesucht. Musik, die so richtig in der Beine geht, das ist jetzt für die Schweiz. In dem großen Saal bringt die Tanz Robert Publikum an het Hüppe. Der Großvater sieht sich das ganze Spiel genüsslich aus der Nähe an. Mit einem Gläschen Kölsch in der Hand und einer Knackwurst auf der Fuß kann man das Leben genießen. Schad ist nur, dass die Wurst de Bell nicht richtig durchspießen kann. Flöck wieder ein Täschchen durchgenommen, die bis unabfällige Rose in der Täschchen dort ab dafür. Ne? Mit Genuss geht die Wurst auf der Fälje und Gesinn hat der kleine Sortier ja keiner. Langsam mit die Samba auch der Großvater jetzt wibbelig. Nur so ein heißer Rhythmus, der sticht an. Er dreht sich mit der anderen Lüge im Kreis, hüpft hin und dahin mit kleinen Luftsprüngen, wirft de Bein hu und merkt ja nicht, dass ihm sie durch bis aus der Botzentasche rutscht. Nah und nah blieben de Lüge am Rand von der Tanzfläche stehen. Das Spiel muss man sich einfach ansehen. Wie wann it die fetzige Samba geliert hat, tanzt dat Türje bis über das Parkett und klappt dabei de Zeng ob und so. Hinter der Hand wird sich zugefispelt. Hätt ihr dat bisschen Sinn? Hey, Leute, das ist all, das hüpft wahrhaftig genauso wie mir über das Paket. Über die Familie vom Großvater könnte so eine Ahnung. Natürlich sind die Leute neugierig, ob der sich in der nächsten Minute mit rotem Kopf verlegen oder Zeng böck. Aber keiner wird rot. Et Enkelchen stoppt bloß der Großvater an, sich op de Tanzfläche und der wird wie aus der Pistole geschossen. Ach, bist du, da muss ja immer ein 12 Zeng, ja, du doch Samba tanzen. Schnappt sich sin Zeng und geht, als wenn nix gewesen wär, aus dem Saal. Blieb gesund und senkrecht. Oh ja.